seht ihr mit Kleider oder mit Essen oder mit großem Ganzen. Ich fand Leute so einfach ein bisschen mehr, mal heinst du einen Schritt zurückholen, kurz an sich gehen, was machen ich überhaupt, was konsumieren ich auf für was. Und ich meine, da geben viele Leute schon vielleicht besser gehen, nicht durch die Gesellschaft. Willkommen zurück bei der Göllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Übrich und ich bin hier am Tom Busseler. Wir sind ganz froh begrüßen zu dürfen. Debbie Kirsch, Gründerin von Debbie Clothes. Moin, all Gute, super heute zu sehen. Merci, dass du gekommen bist. Super heute zu sehen. Übergeil Outfit schon. Merci, ich habe schon eine Kimono. Das möchte ich aus, Farben, Ja, das geil Schnitter. Ich bin ganz gespannt auf die Sachen, ja. Die weisen nicht. Also, ja, mir cool Sachen heute dabei. Ja. Ja, fängt mal an. Soll man halt ganz kurz ein Kehr und checken mal. Mehr Schüsse hat Hass. Könnt ihr auf Instagram gucken. Also echt Werbung. Mara Elise. Aber besser Reklam, heißt so die wie Elise. Voilà, also wenn ihr wollt, letzte Sachen, ja. Das kann man noch keine Suche. Nee, wenn ihr wollt, letzte Sachen unterstützen, sind wir hier richtig. Kann da bei Misch kommen. Und plus dein Pop-Up-Store, der gerade oben, das ist nicht weit von euch, oder? Nee, das ist direkt in den Nack. Ja. Das feiert sich an der Philipsgas. Ich meine, könnt ihr noch lunchen. Das lebt doch richtig gut, geil. Ja, also mir angefangen für 3 Wochen. Und ich meine, also das ist immens gut gelaufen und ich bin immens froh. Ich meine, die Leute waren nicht bewusst, dass wir bis September da sind. War mega wichtig, die erste Weekend da. Für am Samstag hat man einen immens langen Schlangen hinter dir. Und da war ich natürlich immens froh, ganz bereit. Dann das ist mega oft, dass dann der Freund mit der Freundin an der Schlange eine Stunde gewartet hat. Ja, und dann kommen sie ran und so, das ist so lieb, dass er gewartet hat. Und die wissen schon, dass dann bis September heiß ist. Und dann war final im Jungen immer so, oh mein Gott, wissen so. Iva Rosen. Iva Rosen. Also ich hatte so gesagt, was verschießt das so Weekend? Das ist Powder schon falsch verstanden. Ja, mein Pop so Assumation so ganz kurz am Anfang. Ja, also sie nennen, also sind die Pop-Up von der Wilde Luxemburg. Sie nennen doch Pop-Up. Ich konnte den Nummern leider nicht anderen, aber ja, das ist ein Pop-Up, den 6 Main da war. Das heißt, war gut für dich. Mit der Null sind all die schönen Sachen fort. Dann ist immer den Dinge, was mir das auch dann immer so. Also ich habe mir, wenn man nicht kommen wären, da wären vielleicht die Sachen wie du, die ich will. Ein guter Excuse. Ja. Das ist wichtig. Ich wollte letzte Woche auch ein Kalam kommen, für morgen so, also mir fällt ein bisschen. Und es war so eine lange Schlange, weil ich so, oh nee, kann ich nicht machen. Ja. Also ich hatte ein bisschen safe eigentlich schon waren, effektiv. Ja, mit Sarah doch wie, dass alle Personen Unikater sind und muss ich doch ummussen, brauchen die Leute aber immer so 1 Stunde ungefähr bannen. Und mit dafür so 7 Leute bannen haben, das heißt, ja, dass du nicht zu der gehst, so schnell guckst, die mich kommen schon weg, weil sie etwas sicher für sich oder für Kado. Und dann, ja, so ein Job, halt die 1 Stunde Zeit halt bannen. Das macht wichtig, dass die Leute da ummussen und dass sie wirklich etwas finden, was auch undehnt und nicht, dass sie auch komplett gehen zu Fashion, ne? Dass sie nicht schnell rankommen, schnell etwas kaufen, was sie dann nie undehnt. Das ist mal wichtig, dass alle Personen, die aus dem Boutique rausgehen, auch 100% das gefunden hat ihnen gefallen, da war es auch das kann so ein bisschen Experience quasi, wenn du willst. Genau. Das ist nicht so wie am Zara oder keine Ahnung, wo du sehr raus. Das wie es das siehst, weil das wirklich genau der But, den ich schon. Es ist immer so, ich will mehr, dass man wie just das Produkt verkaufen, meine ganze Experience. Haben drin, dass der Gefühl kriegst, dass du weißt, wo hier könnt. Für mich ist auch mega wichtig, immer eben Geschichte wirklich auch zu erzählen. Oder auch zu erzählen, wo die hier kommen, was die verschiedenen Materialien sind, die man upcyclen. Du den noch eben immer bei allen Produkten, die ihr kauft, immer ein Foto von der Madame, die das Produkt gemacht hat, an ihrer Geschichte. Und da freue ich immer, dass ein Klient dann auch en Retour ein Foto von sich mir schicken, wo sie das Kleid anholen, und mit dem Foto von der Madame, weil er schicken erschienen das. Also sie sind immer mega froh. Das heißt, das ist ein bisschen so eine Konnektion zwischen den 2 Frauen, so heute zu Lützeburg und in Indien. Zu kreieren. Mir noch schon Klienten, die einen Brief geschrieben, was mega leid ist. Es geht wirklich mehr drin, wie just ein Produkt. Das ist so geil, was du bedenkst. So, es war ja wirklich so Fashion, die ganzen Dinge, es war ja wirklich viel zu krass, einfach just billig kaufen und schnell konsumieren und viel konsumieren. Und so die Experience und so die Verbundenheit auch, wo Tier können, wie Tier gestaltet, das ist wichtig, geil. Ja. Das ist wirklich mal mega wichtig. Und also, das war aus Fashion Revolution Week.
du ging 2013 Tisch 8 Uhr das am Bangladesch Rana Plaza, das war so ein Factory, wo Kleider produziert gesehen zur Summe gefallen ist. Und da sind ungefähr 1300 Leute gestorben. Das die Echtkehr, das sind Leute immer so waren, weil die Leute aus so schlechte Konditionen müssten schaffen für einen Hungerlohn. Und das Problem was die Factory waren alles voller risante Mauern. Die wussten, das fällt halt irgendwann zu summen, und aber sie gezwungen gehen, für weiter schaffen zu gehen, den Wesen zu angespart gehen. Und das ist zur Summe gefallen. Du kommst raus, eben wer machen, ich will nennen, mehr du produziert tun. Und seitdem, also eben, das sind sie all Jahres, die Woche, wo das geschieht, also eben Fashion Revolution Week machen, wo machen, die da wissen, mit wem sie schaffen, und das sind sie leider fair bezahlen, sollen sie ein Foto posten von den Produzenten mit I made your clothes, dass du da vielleicht schon ein bisschen gesehen, die weiß Foto, voilà, das ist das Woche, ich habe Mami dann auch immer, für uns ist schon immer Fashion Revolution Week, ich will alle Woche weisen, wen sowieso als Leute, die haben diese Kleider stehen, das heißt, voilà, mit das gut, dass so Sachen aber nur ein bisschen mehr zum Vorschein bekommen. Ich fand das aber immer ziemlich klein, oder? Also im Gegensatz zu dem... Klar, es sind noch ein kleiner Bull, ich noch halt studiert, ich meine immer, jeder weiß schon, was lebt, aber das ist effektiv, ja, wenn du guckst, 12 von den großen Fast-Fashion-Marken gehen einfach mal nach weiter und Lutz. Und ich meine, das ist einfach eine Sache von Education. Ich meine, die meisten wissen einfach nicht, was du hinter den Kulissen am Anfang lebt. Du siehst schöne Produkte an einem gut riecht, und du siehst das Bild just, oder die Produkte an dem Bild. Aber die Weg für du hin, den niemand allen, also ich gebe so in allen Menschen, die aber die ein bisschen ein ethischer, gut Herz wird, auch weiß, wie die Sachen produziert gehen, die geben das nicht mehr kaufen. Ich persönlich auch, ich habe Kleider so gerne, ich habe so viel kaufen müssen. Also, auch Sarah hat einen Namen, an mir gibt wirklich recht bewusst, wie ich in Indien selber war. Am Norden zu Jaipur sind wir da rundherum getroffen, doch mit lokalen Leuten, also eben wie ich hingegangen war für 5 Monate. Und da sind wir da getroffen, und ich sehe die Geschichte immer rum, weil die so krass ist und die Leute immer so schockiert sind, mir die Fehler einfach nicht. Und weil da sind wir da getroffen, und du hast da alles voller Container, und es wird mega gestunken. Ich weiß, was ist das da? Das Container voller Pampers sind. Und ich war so, was heißt ein Krä, oder was das heißt las? Und so, und für sie war das ganz normal, wenn es hat gesagt, da weißt du, dass am Umkreis von einem Kilometer ein Factory ist, und die Leute auf die Toilette gehen, weil sie kriegen ein Pampers pro Tag. Die sitzen dann da, sie müssen bis zu 16 Stunden dann da schaffen, sitzen sie dann ihren eigenen krass Fäkalien. Ja. Und das sind Sachen, und da gehen tausende Geschichten, oder sie gehen auch gespart, oder da ist auch ein Skandal für uns, ich meine, für 2-3 Jahre, wo auch, das war am Sarah, da war Messagen an Kleider geschrieben. Du hatten sie, to help me, I'm not getting paid. Also, das kann ja aber wirklich nicht sein. Das wäre wie Kleider. Also, das so, Heim muss sterben, weil mir ein T-Shirt für 5 Euro kaufen. Das ich meine, du sollst Leute wissen nicht. Ich meine, die Leute wissen nicht, aber sie sind sich nicht richtig bewusst. Also, ich meine, muss so die First-Hand-Experience, so wie es du hast, so für die Hände zu gesehen, wie es wirklich ist. Weil ich meine, jeder weiß, das nicht gut, ein 3 Euro T-Shirt zu kaufen. Ja, ich meine, das ist eine echte, du so wie die junge Generation, zum Beispiel so Sachen wie das Demos mit den Messagen und den Kleider, dass sie manchmal auf Social Media zirkuliert. Natürlich gibt es so all die Solo, die haben mit Smartphone groß gesehen, die wissen schon, da aus oder auch ganz Konsequenzen von Globalisation. An Outsourcing, ne? So 84er hat man erreicht, da vielleicht meist näisch, die als dann Wandermantel gemacht hat, diesen 20 Jahre hast, dürfen all die Sachen natürlich outgesourced, und du musst das auch ganz fast Fashion-Abfang umgegangen, weil du für einen Hungerlohn produziert gouf, an aber verkauft gouf, ja. Dann, voilà, aber ich meine aber, ich gesehen doch bei so einem Boutique, mir Leute, die vielleicht dann noch nicht aktiv so im Internet angehen, okay, komm ich gucken, Konsequenz für Fast Fashion. Oft wissen sie das wirklich nicht. Und ich gesehen doch an den Gesichtern, auch Freund von meiner Mom oder Freund von meiner Boma, die sind da so, oh nee, ich wusste das nicht, und ich wusste, dass ein Kleider so produziert gehen. Oft gesagt, auch, da steht vielleicht Made in China, Made in India oder oft Made in Italy, weil der wird so ein bisschen bei Kleider, von die last 15%, zum Beispiel so mal du hast ein Jeans oder Bangladesch oder in Indien produziert, und da gibt es zum Beispiel den Knopf oder den Zipper an Italien gemacht, da können sie aber Made in Italy, weil 15%, ich meine das 10 oder 15% von der Produktion zum Schluss an Italien gemacht wird, das ist Made in Italy. Und sind halt so, wie dann hast du gut, dann hast du in Europa produziert, aber auch an Europa hast du schreckliche Konditionen, in denen du, wenn es dann Osten geht, wo viel auch produziert wird.
hat auch nicht so all die Labels, also am Anfang von mit all den Labels, das ist so Greenwashing oder eben in diesem Fall, also so auch, das ist ein anderes Thema, so die Seaspiracy-Doku ist, wo es über Fischfang geht, Fischindustrie, du gehst nicht da Labels, aber wenn du dann 100 Kulisse guckst, das sind Labels, die finanziert von der Fischindustrie. Und das überall. Also das ist so krass Augenwischerei. Certificates. Viel Leute fragen mich auch immer, willst du dann nicht mal so Zertifikaten ulehen an den Agents, so, die sind mega, mega teuer. Genau, das ist ein Geld. Weißt du, was für so, okay, das heißt, du musst ja schon groß sein, für da überhaupt so etwas können zu lesen. Und das ist einfach das riesige Business. Und ich sage mal, die Leute, die das kreieren, hatten sicher eine gute Intention. Aber oft die Sachen, die man mit einer guten Intention kreiert, gehen leider wann Leute, dann wie ein Business aber tretieren. Ja, die Seaspiracy war auch, wo es dann gesehen wird, wo sie dann mit den Leuten, mit den Akteuren von den verschiedenen Zertifikaten geschwärzt hat, dass wir wirklich... Ja, sie so wirklich, also ich möchte direkt dafür sagen, Label, das sieht, dass kein Delfiner umbruch gehen. Wird gefragt, ja, wie können wir das am Moos, wie können wir das so sicherstellen? Können wir nicht. Ja, für wenn wir das nicht Label? Ja, wir probieren. Ja, aber weiter. Also weißt du, einfach so, das ist das einfach just ein Label, ohne etwas dran. Ja. Just für das dann der Klient kauft mit einem guten Gewissen. Das ist just für gut Gewissen. Das ist just für gut Gewissen. Und ich fand auch zum Beispiel, egal was du machst, was du produzierst, fand ich schon nicht gut, wenn du siehst, 100% kauft Eis, weil du machst alles richtig. Ja. Egal, auch bei Eis. Und das kommt auch zurück auf das Greenwashing. Schon am Moment jeder balanciert mit wieder anderem sustainable, green, conscious, eco. Sie so, wie nachhaltig geht oder sustainable. Wenn du das nicht definierst, das kann alles an Eis stehen. Genau. Was einfach sich sustainable macht, du wirst bei uns auch, ich benutze nicht für sustainable, am Anfang nicht mega gerne, weil es nicht steht, wenn du nicht definierst, was du mal da meinst. Ja. Bei mir ist ganz wichtig, wenn man so ein meine Côté sozial, das heißt, dass man eine Social Enterprise wird produziert wird, dass faire Salärhandeln drohen, mit einer Show von all ihren Kindern, mit den Damen, wo man schaffen, die durch unterstützt wird, an ein Healthcare Project und dann Côté environnemental, wo man alles nimmt upcyclen, wir produzieren keine neue Tissu für als Kollektion, aber du musst das aber erklären. Und das Problem ist, oft, ich habe meine Masterthese auch darunter eben geschrieben, wenn du dann Marken approchierst und du fragst da wirklich so ein bisschen so, hey, was malen dann am Anfang ganz genau? Du könnt dann einfach nicht viel mehr. Das Problem ist, es gibt auch keine Reglementation, wen auf wen nicht, die wieder dafür benutzen. Ja. Und du siehst du dann, okay, wenn du sagst, hey, sustainable oder conscious oder was weiß ich, die Leute kaufen nicht, weil es nur gut viele. So, also es ist gut, dass ein Trend ist, Nachhaltigkeit muss in Sachen haben frohen und geht nicht nur für dann immer ein gutes Gefühl für sich so, weil die Info gesehen wird, sustainable, mit trauen den Schmulter weiter zu frohen, was am Anfang der Hand ist. Mir meinst du das so groß machen, das können anderen? Ist das überhaupt möglich? Das fand ich immer ein bisschen das Problem, weil wenn du, also ich fand Nachhaltigkeit kann nicht so ein Add-on von dem Business mal sein, muss von Anfang an mit integriert sein. Das heißt, ich meine, die grosse Marke führen allem, weil hier Supply Chain so gescattert ist. Das ist hier ganz Ketten, wo die verschiedenen Produktionslocations schon zum Beispiel sind. Das ist so untransparent, in denen zum Schluss die Leute, die hier im Sarah zum Beispiel Kinder wahrscheinlich kriegen, wirst du mal nicht, sie wissen vielleicht den Mittelmann für drinnen, wo es geschickt gehen, also wo es gut aus der Türkei oder so, und ich mal, wo du für drinnen das Loch, und sie keine Ahnung. Sie können am Anfang nicht 100% kontrollieren an all den verschiedenen Schritten, wie die Leute trainiert gehen, wie sind Konditionen, Materialien, ganz genau in welcher Form sind die. Ich meine, das ist auch bei Fashion, es fängt bei Agrikultur oft an. Deshalb wird so viele Sachen mit ab, guck den Cotton, also das viele Sachen, die eben mit der Natur zusammen sind, und du weißt nicht, wie die Sachen produziert gehen. Du suchst zum Beispiel auch Tissu, die sind dann so, okay, das ist Natur gefärbt, das mit Indigo oder Pomegranat, das tut mir da auch gefärbt. Mit dem Tissu, dann der Cotton und das Lingen selber, weißt du nicht, also Bio, wo könnt ihr hier, also das sieht so viel, und dann noch die Farmerin, die dem ist die Cotton gebaut, so wie auf dem Date-Retät, also es ist einfach so komplex Thema, dafür fand ich einfach schwer, wenn du siehst, ich meine alles richtig, weil sobald du irgendetwas produzierst oder muss nicht alles richtig. Ich meine, die Lösung für das Problem aus, und das musst du, und das ist wirklich das am wichtigsten als Transparency. Also wenn du so ganz transparent bist, halt, wie die eben die ganze Journey quasi mit den Herstellerinnen zusammen, weißt du, so, das alles transparent erklärt, weisen.
kommunizierst, ja dann geht es auf alle Fall mal in eine Richtung, weil bei all den großen Schäden weißt du Gott das ja gar nicht, das ist ein schwarze Mauer und haben Druck, keine Ahnung. also sie wissen ja auch nicht Also sie können nicht selber das ist einfach die Businessmodelle sind so groß und du siehst so verschiedene Akteuren die dort zusammen schaffen dass für sie unmöglich das heißt bon was soll können machen ein paar Männer auch dass sie so Kapsül-Collections machen wo sie so ein wir probieren halt immer nur gerne Cotton zu benutzen oder probieren halt solo den Produzenten ein bisschen mehr dann zu gehen aber viele wirklich ihren Hauptbusinessmodell können es anderen den so rigid ich meine das kriegen sie nicht ja mehr am Anfang für das Problem zu lösen müsste ja am Anfang so sehen dass Leute das nämlich kaufen ja, Ja. Die Leute kaufen nicht weil es oft mehr billig ist oder ich meine weil mit billig ist weil es da alle 2 Wochen neue Sachen hast das ist auch Seiten die machen einem abdrehen das ist mega interessant was mit meiner Boma also zum Beispiel schwarze weniger wird Summer Wanderkollektion lo die do fast Fashion machen die wollen als wirklich ja weisen das oder viel so dass all 2 Wochen mit zwischen hier stand zwischen was weiß ich irgendein Saison oder brauchst darum den Mantel den perfekte für gemacht das ist all 2 Wochen ist neue Kollektionen an das auch schön präsentiert natürlich lackelt da den so an das ich auch will aber auch schön ausgesehen also schwul vielen an Erkläder von ich mache viel aus das heißt das auch ist solo bei Jungen das Chemie die nimmen Wandermantel hol an ich meine so eine gewisse Pression von allem bei denen Jungen bei denen wirklich jung ist nicht mal Social Media solo am Lycée groß gehen aber ich meine die aber wahrscheinlich schon an das Pression von allem bei Mädchen gibt es so aber immer noch mehr hey weil sie sich so vergleichen werte Delo wenn du da tun ich fandst du die ganze Zeit mal der selbst Jacket gibst kommen das ist ganz schlimm wie vielleicht gibt sogar dann der Witz mit der Mann so wirst du ein Jacket oder ich meine das einfach so ein ganz Kultur du haben drin die sich abgebaut hat ob das fast Fashion das ist einfach normal ist so viel an so schnell zu konsumieren und ich dann froh wo das ich hatte doch also das klingt Beispiel ich hatte so ein Jacket die hatte ich 4 Jahre keine weißt du so fand ich okay für ein Jacket und dann wollte eine Freundin mich einfach gefragt so hä wie lange hast du so bist du so hey wie lange hast du die Jacket schon wie hast du denn ja war so ah ja hä okay muss ich mal ein neu muss ich mal ein ja, neu so froh ja du kriegst ja auch von den Medien die ganze Zeit angetrieben du warst nicht mehr cool was du die neue Jacket hast oder die neue schöne Rackheit die musst du unten das perfekte für diese Summe oder auch ab es war der Mode das zum Beispiel ich auch kein Design oder Fashion studiert was gerade an der Mode so oder nicht also mir ziemlich egal weil wir wollen zeitlos produzieren kreieren wir wollen es aber alle 2-3 Wochen eben 4 Gewiese Krise Donnersland der Mode dann muss man da Mode matt gehen ja da sind all die Kleider diese Kleider wahrscheinlich kaufen ist ja nimm ja der dann wann es mit der matt geht weil aber viel Leute doch mache wenn du verstehen ja dann die Sachen nämlich ja ist krass wie war es da so schnell dass das Express gemacht von den ja natürlich ja das hier überall das auch noch Musik zum Beispiel auch ultra krass also fast Fashion, fast wie willst du das nennen fast Musik nee, so früher weißt du hast du ein Album oder ein Lied gemacht und das war lang gelauscht lo muss der Künstler quasi all Woche releasen oder ob man es pur mal am Monat für weil das ist weil da so schnell alles ja geht. weil einfach mir einfach aus mit Social Media weil einfach mir schnell geht doch alles dafür so ich fand der Social Media hat nachher das ganz akzeleriert also und dann sagst du mal Stars ja, so dann das Influencer und du hast all das und ich fand zum Beispiel das ganz interessant mit dem heute Jahr was du geschieht ist weil für drunter von mir kommen einfach bepunkt dass alles mich schnell gehen alles mehr alles immer man persönlich anfangen kommen wir Punkt wo ich auch eins zu weiß ich gar keine Relation mehr mit dem was vielleicht unhun was ich essen was ich machen Konversation mit Kollegen immer alles wieder gestresst taktisch und seit einem Jahr ich noch mit vielen Kollegen hat man oft interessante Gespräche wird einfach alles mal gestoppt und ich finde das am Anfang ziemlich gut von dass man ganz weil ein Kehr eine Sekunde ruhig lo businesswise gesehen geil dann solo Gesundheit von der Leute einfach businesswise finde ich ganz interessant fand für einfach mal das eigentlich alles kurz stoppt und das sind Leute die verlieren auch für sich selber eine kleine Reflexion zu machen
was kaufen ich am Anfang, was ist nicht, für was, wie, wo, wenn die ganzen, so die Lifestyle, mit dem man immer dekoriert tun, an Vakanzen gehen, mit kleinen Absichten gehen, rausgehen, sehen, being seen, ich brauche mal etwas Neues, das ich schreibe mir die selbe Strecke, wo ich rausgehe. All die Sachen einfach mal gestoppt, wo du da wirklich siehst, okay, du sitzt in Schei, allein oben, es freut es, was müssen da lo? Für was mache ich das überhaupt? Mich mal das Spaß, weil ich studiere, was ich schaffen. Du hast ganz viel, weil die Menschen von meinen Kollegen mir schaffen neben Lusch und mich schon ein bisschen mehr alt. Das war auch so, hey, das war dann cool am Anfang, solo groß Corporate, weil dann du gehst mit den schicken Kostüm an Mojes. Du hinter mir, da fand ich schon, aber dann den ganzen Tag du sitzt und du schaffst den 10 Stunden für den Computer, was ja doch nämlich vielleicht so prickelnd, wo du noch fräst. Und ich dann überhaupt eine persönliche Relation mit dem, was ich mache. Ich hatte auch schon mir lang mit dem, was ich esse, wo ich einfach so war, du isst schnell irgendetwas, ist du auch im Schnell, ne, mir ist ja auch schnell, alles Fast Food und schnell raggestopft, keine Ahnung, für wo ihr könnt. Und das ist auch etwas, wo ich mir so ein, die hat mit Kleider oder mit Essen oder mit größtem Ganzen, ich fand gleich so einfach ein bisschen mehr, mal heißt du einen Schritt zurückholen, kurz an sich gehen, was mache ich überhaupt, was konsumiere ich auf hier was. Und ich meine, da geben viele Leute schon vielleicht besser gehen, nicht durch die Gesellschaft. Ja, definitiv, also das definitiv. So einfach mit Conscience sind, so mehr im Moment leben und eben so sich auch die wichtigen Sachen halt so ein bisschen das Trick besinnen. So, ja, und effektiv, das letzte Jahr hat mir so viel geholfen, wenn du so willst. Das ist komisch so, mehr. Ich meine, viele Leute auch angefangen haben, Hobbyen zu machen oder vielleicht haben immer mehr angefangen, Sport zu machen. Ich weiß nicht, wie bei ihr oder Ehren Freundeskrise war mir bei uns. Jeder hat angefangen zu pflanzen. Wir haben so auch schon einen eigenen Tomat gepflanzt. Wow, und da macht es auch viel mehr Spaß, da zu kochen zum Beispiel. Nein, das ist definitiv wahr. Ich frage mich, ob das realistisch ist, wenn alles normal ist. Ob das überhaupt geht. So, du hast keine Zeit mehr für einen Tomat zu pflanzen. Ja, also ich meine ganz ehrlich gesagt, ja. Ich meine, wenn Sachen alle normal abgehen, also schnell, ja, leider, mit Fleisch Sommer, aber das, ja. Vielleicht bleibt es etwas Kleines sein. Etwas Kleines hoffentlich auch bleibt. Tomatenbahn. Die Tomatenbahn bleibt stehen. Die Tomatenbahn, ne, geil. Die Tomaten... Nee, das ist Rauch, ja. Die bleibt. Nee, das Anfang, das ganze Thema, ich meine, also das ist gerade interessant, weil ich lese ein Buch Gemeinwohlökonomie, ich weiß nicht, ob das ein Term ist. Nee. Da geht es am Anfang darum, Kapitalismus als freie Marktwirtschaft zu kritisieren, aber nicht einfach verschiedene Prangerstellen zu sagen, dass das schlecht ist, wir müssen Träger an Kommunismus, nein, mir einfach konkret zu erklären, okay, es gibt verschiedene Sachen, die sind einfach von Grund auf irgendwo falsch am Kapitalismus, nämlich so, dass Geld das höchste Gut ist, weil dadurch können sie Konkurrenz denken, so es geht mir besser, wenn den anderen mich schlecht geht, so, weil du dich immer vergleichst. Und das alles, also das alles feiert so, dass man eben als nicht mehr wirklich auf die wesentlichen Sachen, die am Mensch anfangen, die dem Mensch wichtig sind, dass man Maden nehmen, dass man vertrauen, dass man so die Sachen, die am Anfang dann ein bisschen mehr wichtig, weil eben Geld auf irgendeiner Stelle steht. Und da ist so ein Disconnect irgendwo zwischen dem System Kapitalismus, an dem wir leben, der noch gut ist, weil er motiviert. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Das Kommunismus zum Beispiel geht nicht, weil da fehlt die Motivation dann. Die müsst verbannen kommen, das ist schwer umzusetzen. Das ist von Witsch schon mega lange mit meinem Buch darüber geschaut. Hier seht ja, mir motiviert so. Und hier nicht recht. Und die Motivation muss idealerweise verbannen kommen. So wie du wahrscheinlich bist, deine Firma musst, den Kleider, das ist ja nicht wenigste Suche primär, aber das ist, weil du etwas ganz Edles verfolgst, weißt du, so den Sinn und drin. Ja, aber das ist eben so, und das ist auch nicht immer zum Beispiel einfach, ich meine, für deine eigene Motivation, deinen eigenen Sinn zu finden. Ein Kollege ist noch ein zu sagen, bei dir ist es einfach zu so, und du hast das, was du gerne misst, und allmählich muss ich den Job mit einer größeren Freude, weil ich mir so wenn ich das weiter kann machen, also am Anfang, wenn ich einen einzigen Tag am Leben muss schaffen, Genau, das das nicht zu tun, aber das ist auch nicht einfach, wenn es das nicht tut, also wenn es vielleicht nicht eine konkrete Idee hast, ist das doch nicht immer so einfach, mich so mal aber den Unterschied zwischen du musst etwas, ob man es 8 Stunden den Tag, was absolut gut nicht gefällt,
an aber absolut so manchmal Sündra gesagt Das also ist du den immer größten mega Passion schon. wann dran ever ist da das eine andere Sache mir das aber man Sündra gesagt entweder für dich oder das aber zu der Gesellschaft beiträgst Kannst du da verlieren? seit einem halben Jahr Ja? Ja. Okay, das ist cool. So, wenn du wirklich deine Passion hast und du kannst du verlieren. Ja. Ja, ich will nicht reich damit, geil, mir Ja. das eben nicht ein Debüt. Mir das ist ja gerade etwas. Ja, Tom, so, voilà. Ja, das soll, ist nicht- soll ja nicht Ziel Nee, reich nee, sein. Du wann dich erfüllt dann hörst du Ja, alles mir ist richtig nochmal so, gemacht. was heißt reich? Guck mal, das Ja, ist finanziell oder für mich ist auch in dem mega Mhm. viel Memoiren, hat mega viel Ja. cool Memories und Sachen erlebt, den ist auch für mich reich. Ja. Also, Das ist so geil. Der Bob Marley hat einfach im letzten Interview so gefragt vom Journalist, was der reich? Und da fragt er genau das. What is this rich? ja, So, hier steht, dass ich viel Suchen auf der Bank und da sind ich nicht reich. Mehr aber am Leben, ja, ist sie reich. Weißt du, Aber so. zu gesund bist. Ja, voilà. Also, Ja. Wenn du gesund bist, wenn du wirklich Familie, Freunde hast, Ja. mit denen du bedingungslos glücklich bist, weißt du, so, wo es nicht irgendwie wennst zu oder was auch immer eine Relation ist. Wir wussten einfach, so wie, weißt du, so, wir können einfach squatten und nichts machen, weißt du, so ohne Business und all die ganzen Ja. Quatsch. So, da das einfach da was du könnt. ja, nee, natürlich. Natürlich muss doch so vor Dingen an, Ja. an den So, Familien zu einem gewissen Grad muss ich ja so ein Hund. Mhm. Also, Natürlich wird sie evaluieren, auf jeden auch mal ein selbst schön zu gönnen, Ja. was ja auch fair enough Genau, ist. Jeder absolut, will 100 schon Pro. selbst. Ja. Aber es gönnen mir schon irgendwann kannst du aber sagen, eine Spiral, wo es lauter Sachen ist, die du sowieso am Anfang nicht brauchst. Und du geht es ja kein Limit, meine Uhren. Ja. Da kannst du Genau. immer vergleichen, den du da mit dem großen Auto, Aber war das schon da, mit dem dass größten Auto. die verglacht Äh, sind. geht da Dann das hast du Spruchwort. Du kaufst Sachen, die du am Anfang nicht willst, für Leute zu impressionieren, die Die du am da Anfang egal sind, ja. ja. Okay. Ja, aber das ist genau das. Ja, ich meine, das ist etwas, was am Anfang muss egal sein. Und ich fand am Anfang schön zu sehen, dass er aber Böse fand ich auch am Gang zu Lützeburg, zu anderen. Ich fand, wie dir, viele Junge sind am Gang, sich zu trauen, so etwas anderes zu machen. Aber das ist immer nicht nur ein Vergleich, nicht finanziell, mir auch, das ist so, wenn du selbst misst, das heißt einfach, du stellst dich da hin, du siehst, ich mache das. Und wenn ihn da fehlt, dann ist er so, oh nee, dann wird ihn vielleicht um etwas zu schwatzen, wird ihn nicht gepackt. Und ich meine, das ist auch, so, ich meine, das ist auch eins der Probleme, wo die Leute Angst tun. Einfach, dass Ja. das Fear of Failing mehr groß ist, wie. Gejudged zu gehen eben. Mir das halt zu Lützburg noch. So Oh, krass. das ist ja überall so, mein Mir heuer ist halt, weil Lied verrät, wer ich kann. Du bist so. Ja, nee, also ich mir, weil ich wohne am Anfang, also ich für einen engen Monat zurückgekommen von Amsterdam, also schon in Holland studiert, und auch nur die letzte 1,5 Jahre gewohnt. Und da ist es einfach, das ist einfach so groß, das ist wirklich egal. Also, das ist so groß in also Startup-Environment. Du hast jeder den irgendwie etwas gegründet hat, oder Genau. etwas mischt oder so, ein kleines Side-Hustle hat oder so. Ja. Und natürlich ist daher am Anfang ja nicht so Ich meine, wirklich kein gehabt. Glanz. Mit Kunst. Ja. Ja. Mir das heuer sind mehr einfach bekannt zu gehen. Ich weiß nicht, mit Dinger Kleider macht, also wahrscheinlich mehr einfach heuer bekannt zu gehen wie zu Amsterdam. 100%. Das da, 100%, schwarz ja. alles mehr schnell rundherum. Und das ist mega Bouche-à-l'oreille. Ich merke noch zum Beispiel auch beim Boutique, was mega süß ist, ist zum Beispiel eine Woche eine Mom und dann die Woche drauf bringt sie hier durch, da bringt die durch, da alle ihre Freundinnen mit. Das ist mega schön, das ist auch eine mega Chance. Und ich will auch nicht Schlechtes gegen Lützeburg, sondern ich bin so dankbar, dass ich kann heim sehen und dass ich den Pop-Up eben zur Verfügung gestellt habe. Mir weiß aber auch, Lützeburg, ich meine, das ist aber irgendwann ein Moment, wo so ein Level, Saturation Level, wo die Leute sich jeder in die low-farbische Kimono wollen, den hört nur ihn. Und da will ich aber auch zwischen das anderes gehen. Ja. Da ist ein Moment, war überall das alles zu, auch in Holland, das ist immer ein Moment, wo ich alles so, das heißt, wie ich mit meinem Studium fertig war, für einen halben Jahr, war ich ein bisschen so, okay, du musst auch verkaufen, wo gehst du hin? Und dann habe ich eben abgewählt und ich hatte die super Opportunität. Und ich fand doch wichtig, ich kann nicht immer stankern, solo gegen Lützeburg, wenn ich nicht aktiv selber noch etwas dagegen will machen. Ich kann nicht so, du hast kein Startup-Environment oder sie kein anderer Jung machen, wenn ich nicht selber dann da hingehen und selber zu Lützeburg etwas abmachen. Du deelst zu einem Deal dazu bei. Du drehst. Dass sie anfängt zu florieren, also dass sie existiert. Das Ja. ist ein Deal davon. Ja. Das ist wichtig. Ich fand aber auch mega wichtig, dass du so ein competitive Environment hast. Für mich persönlich ist das mega wichtig. Also ich vergleiche mich nicht mit Marken zu Lützeburg, aber mit Marken international, weil ich fand, so kannst du aber auch mehr wussten. Also mein Büder ist eben nur den heute 6 Meter am Anfang ich gerne so ein Konzept aufbauen, dass alle für eine andere europäische Stadt so Pop-up machen.
weil auch mat Covid hast du leider ganz viel Boutiquer, die auch super Locations müssen so machen an ich meine du kann den dafür méi bëllech wie sos normalerweise Loyer kreen auch an andere steht ich gebe gern Amsterdam no goen fir 3 Mains mir viel Klien vu Wien oder vu Berlin dat noch steht wo dat mat der no halt fashion immer méi opkënnt wie dann all 3 Main bis so Locations ze wieselen. Geht dat viel besser wie Online-Shop? Ja aber mir moment ist ein Online-Shop was noch nicht so ausgebret weil ich bis noch alles allein gemacht und Schëlle Stagiaire die pur Stunden vorheben aushilfen oder noch ich komplett auf den Online-Store fokussieren. Problem ist, seit immer so das nicht am Online-Store an das alles Perse sind Unikate das ist alles Kleidungsstück und mir just mal für das proper auf den Internet zu bringen als ziemlich schwer am Anfang hatte ich mit einem professionellen Fotograf mat Mederscher, Maquillage, et war auch zum Steuer mal gehen. Aber wenn so pro Produkt wirklich just ein Foto holst, wenn ich nur 1000 Mal dieselben Produkt hat, den 100 Foto hast, da wäre okay. Aber so muss ich bald pro Produkt dann 10 € beirechnen für die Kosten von den Fotos zu kouvrieren. Und dann als es fort, dann steht du Soldat, dann kann ich die Foto nie mehr sowieso benutzen. Das heißt, das war mal ein bisschen kompliziert. Jetzt gucken, wie man das macht. Wir machen das Foto selber. Wieso denn die kann das macht muss aber nicht mega professionell sehen nee, geht ja vom just da sehen sie ja sind Produkt gesagt ja gehört ja vielleicht auch dann zu der Startup Dingens für den halt selber zu machen und das ist nicht direkt wie an doch sympathisch Schein, genau ja so direkt mega professionell aus mit könnte sympathisch und authentisch Anke kann ich mich erinnern hast du gute Marketing gemacht also du hast ein Giveaway gemacht da waren all Stories voll so ja das ist mega gut weil das ist immer so ja wie müsst bei mir noch gut viel Follower geil mir sind aber so du hast schon eine kleine Community aufgebaut zuletzt diese paar bei 5000 Follower schon noch immer wie man Leute schon noch so vergleichen machen wie viele Follows du ist immer so who cares also du kannst 20.000 Follow wo falschen Covers und könnt hier Mensch lernen weiter an der Boutique an der Hünschmenger Bomi hier Freundinnen die all mega süß sind du kennst Instagram die kommen mit all ihren Enkeln das ist doch viel mehr wertvoll wie Follower mir wird du mega helle dazu das ist wirklich so Giveaways wo du siehst okay da können die Leute sei es doch wen das interessiert wie gibt unterstützen an Daylight hier Freunde können dann auch eben auf Instagram gesehen du findest einfach mega schnell Leute, die, also du siehst schnell Leute, die nur als Fashion eben aussprichst. Ja, ist gut. Generell fand ich einfach geil, alles was du musst, weil so, du baust einfach auch für Female Entrepreneurship, so halt zu Lützeburg, über ein Role Model und dann eben Sustainability. Also, oder? Kann ich auch schon so sagen. Ich behaupte das haben wir. Ja. Nee, ich so und das ist so. Und ich fand auch wirklich, dass das so ist. Tom geht dir nur den Titel. Ja, Merci du kriegst die Krone. Was du vielleicht bist so Experience gemacht, wie hast du das, möchtest du irgendeinen Unterschied für das eben als Frau-Business zu feiern, hat das irgendwie, weißt du, so, vielleicht nicht mich mengen, aber dass viel Mädchen oder Frauen mehr zögerlich noch sind, für zu gründen, wie Männer, ich meine auch, dass das gerade in diesem Wandeln ausfällt gut aus. Ich meine, bis dato waren Mädchen und Frauen noch mehr vorsichtig. Ja, ich will. Also, das ist ja auch an einem spezifischen Sektor. Das ist ja so Produkte, die wir produzieren, Fashion. Ich muss sagen, ich bin schon immens viel Mädchen, die mich approchieren. Also, ich habe angefangen, auch Kleider zu machen oder mal Bijouen oder Kerzen oder Tassen. Ja. Und da sind sie, wie kann ich das machen? Ich will das vielleicht nicht als Hobby machen. Also, ich muss sagen, dass immens viel Mädchen mich approchieren. Ich kriege oft die frohe Gestalt, wie ist es für dich als Mädchen? Und ich meine, bei mir das nicht. Also, ich fand das immer schwer froh, weil da musst du immer gucken, okay, wo befindest du dich? Wer ist dein Background? Weil ich zum Beispiel so nicht als Lodabi Kirsch halt zu Lützeburg hat nie Probleme. Da so ja immer, da muss ich auch so Damen, mit denen man in Indien schafft, wird das ganz anders aus. Ich kann nicht so, für eine Frau sind nicht schwer, ohne natürlich ein ganzes Scope von verschiedenen Frauen anzubannen. Aber für mich selber, wird nicht schwer, eine Frau zu sein. Ich meine, für echt ein bisschen mein Charakter. Weil es sind am Anfang, wie so, und da hat man nach gleich auch mit Jana Digger oder im Podcast hat man ein bisschen so Thema abgeschaut, welcher Charakter von einem Boss soll sein oder von einem Entrepreneur, von einer Frau. Und das sind da anscheinend oft ein bisschen so harsch,
Damen sehen die wie so se so Bossi so Boss-Ladies an der Szene schon von gut an ich mein dat war am Ufang bis man mir de Problem das Leid oder de Projekt vielleicht net echt gehol hun weil sie waren dat klein Dabi hat immer live man rein so wat voilà wat du net so harsch river könnt oder engem so solo frasch Menung hanst du seht der Tisch gouf bisschen so live geschwart de Projekt ja noch wat machen die Staat war heinz wo so war aber schon das Kleid behind the scenes dann oder wo weil für den Klion aus mein Staat aber auch so ein ultra wichtige Key so halt Ding sympathisch Ausstrahlung ja dafür sind auch immer soll ins Schnitt anderen dann soll keine Definition gehen wo Charakter zieh soll hun für Bus sehen da das manchmal aber bis ein Kleid zu danken und dafür vielleicht zum Beispiel ein Mädchen was mich scheuert weil dann denkt hey ich passe nicht an das Schema ran dafür probieren ich nicht mich zu lancieren mir das fand ich wirklich aber das fand ich kurz und selbst was am Anfang soll das mag ich kein irgendwie so von den Filmen weil entweder die Filme sind immer so mir das ist auch immer so Business weil weißt du, da sind Fragen so über so streng mit das ist interessant weil so schön eben Management studiert und du gehen da wirklich so auf verschiedene Fächer so die Charakteristiken von einem Entrepreneur gehen du definiert und das geht dann in die Richtung und dann können der Worte nur mit der kann den Anfang nicht generalisieren so ihr könnt immer von Fall zu Fall wissen was dabei raus ja. Das ist normal also ich meine das allerwichtigste als so being bold and a bit naive ich fand einfach sich einfach zu trauen an wirklich so all da the extra mile zu gehen für dich selber und einfach immer Motivation zu finden dann wenn du das muss an das naiv so eine Schlummel weil es war immer so bisschen nur so ein Drehmer scheint so war so das vielleicht nicht gut immer mir los sind so froh so zu sehen weil ich immer wenn es der groß drehst das sind auch das Motivation für den zu kommen wo du willst ich will ganz oft zum Beispiel wenn sie so okay wie ist dein Businessplan oder wie willst du dich weiter ausbauen und da so ich gebe gerne so Konzept aufbauen und durch Europa ein bisschen verschiedene Pop-ups so machen sie so durch an wo finanziell Kosten geguckt an heute geguckt an dem Mond an das sind so Sachen es sind so positiven Münde ich meine wenn du zu viel negativ als angestellt warst oder Sachen schon 100 Mal durch Angst befürchtet muss dann du müsstest doch nicht weil das genau da also das literally genau da am Anfang auch mal da ist Podcast wie wir angefangen so mir jahrelang so die Idee gehabt dann so gave der funktioniert weißt du, also der theoretisiert und dann irgendwann war man einfach so am Anfang kann man trauen also kann man machen einfach so, du nicht verlieren ja muss ja nicht viel überlegen bis mir so Mikrokraft muss einfach machen und dann geht es schon eine Weg und du musst auch mega viel falsch also die Leute immer so mit das lebt ja alles der gut ist so mein Gott es stehen auf und ich finde schon 3 Sachen am Kopf so mein Gott der Don ist falsch gemacht Don ist schiefgegangen mir ist immer wenn 30% schief geht oder 70% richtig geht da geht immer noch mehr richtig und dann kannst du immer noch aber viel ruhen ich meine das ist einfach so die Fear of Failure diese komplett muss auflehnen und du doch nicht mal Leute immer so mit du bist mega selbstsicher das hat alles so nee es sind nicht selbstsicher mir ich glaube aber einfach den Projekt an ich danke nicht war das an einem Jahr keine Ahnung weil an einem Jahr aus da kriegt auch oft Teile gefroht ja wie das hat nur seinen Job oder an 6 Meter von Boutique vor das wird geschieht und was müsste dann also, ich weiß nicht ich weiß dann ich meine das sind so frohen Agency scheinst du nicht selber so Stelle von ich an auch einfach so scheint einfach trauen einfach machen ja nee, auch Klang ufangen also bei Eis immer so wie kommst du Lodo hin das sind Kinder aber zu New York verkauf gehen das sind aber schon große Magazinen die ich geschrieben hun wie hast halt gang mir das Kind nicht von Haut nur mir für 3 Uhr gefangen du hatten mir einfach Schönheit okay. Du hat mal einfach die 20 Produkte gemacht und der Blitze bekommen und stehen halt verkauft bis geguckt ob das Leute gefallen oder nicht und schon noch mega wichtig aber immer alles also für dich mal trauen ufangen und dann los immer weiterfeiern die auch bestimmt gesehen solo wieder Loa Podcast macht paar Ports am Ufang ja, ja auch bei all Dingen immer glädern immer ein bisschen besser professionell Mikro ist das immer alles so Prozess das nicht absatz von Haut nur einfach so hoch ist ja kann man ein bisschen über Indien schwätzen ja so wie du hast nach nicht mal du warst ja do für
3 Monate oder so für Stage Also zu ich machen. war die echt Kehr das war für gut 3 Jahre 4 Jahre 3 gut 3 Jahre für Stage zu machen genau das war zwischen meinem Bachelor und meinem Master hatte Gap hier gemacht für Stagen zu machen Nachhaltigkeit und mich einfach mega interessiert wie ein Land an Global South mit dem westlichen Thema Nachhaltigkeit am Anfang eins geht weil das ja überall Agenda an Top-Thema von Nummer 1 und war dann so okay wie also dann ein Land wie in Indien hat mich auch schon immer fasziniert gehabt und hat stimmendes Stage-Fond an einer ONG die am Anfang ein Bio-Baumwoll-Projekt wollte lancieren weil ich Biologie und Umwelt und Bachelor studiert hat war ich so okay perfekt und sind du hingegangen das war für gut 5 Monate und ich schon alles mega präpariert dann mehr Recherche gemacht und weil da musst du fangen du eben dann Seeds die nicht Genen manipuliert sind weil die meisten Sachen die mir jetzt solo wie beim Coton du sind Genen an den Seeds wie an den Kernen schon so Genen manipuliert das sind so effektiv wie möglich Wurzeln das sind so Mann wie Mann Wasser wie möglich zum Beispiel brauchen da hat alles eben geguckt okay kein Genen manipuliert Seeds wo Cremat Wasser hier was das schlecht von für Coating für Kleider von der Genen manipuliert sind ja, du hast ganz viel Debatten drüber. Ich fand von persönlich von Genmanipulation von ich persönlich nicht so schlimm, wenn du anfängst Fertilizer zu benutzen und all die chemischen Produkte, diese dann ob Erz und ob Pflanzen eben sprayen, da das wirklich statt, wo man auch dann das Soil eben den Boden weil ich mich gefreut, weil es so ist, dass die Männer Wasser brauchen, das ist ja am Anfang positiv. Also so. doch, wie wenn du wirklich siehst, Bio, du darfst dann nicht chemisch geändert sein. Wenn du siehst Bio, Baumwolle, was ja auch häufig viel aber benutzt wird, das heißt, dass du es wiest und durch 70% vom Cotton, den wir benutzen, wird am Norden von Indien angepflanzt, dann darfst du nicht genmanipuliertes draus sein. Du musst Bio sehen, vom Seed bis die Produktliste drauf geheißt. So, du siehst du eben angekommen und auf einmal war ich so, den ganzen Norden von Indien ist am Anfang eine Wüste. Das ist eine Wüste, weil ich so, boah, wenn wir mal anfangen, die Seeds zu holen, die nicht Genen manipuliert sind, hat man eben ausgerechnet, dass wir ungefähr 10-mal so viel Wasser brauchen. Dann war ich so, okay, wo kriegen wir dann das Wasser hier? Und dann schon angefangen, wirklich so auch das ganz für Nachhaltigkeit ein bisschen zu einer froh, wo du siehst, okay, Bio-Baumwolle ist gut, man muss aber gucken, wo geht die Baumwolle ugepflanzt wenn du dann enger Wüste pflanzt du brauchst schon kein Wasser holen und dann mussten sie nach Döbel so viel Wasser benutzen da geht das gar nicht und zwar nur 2 Wochen war das Projekt ins Wasser gefallen und sie waren noch ein bisschen so sie können halt das kleine weiße Mädchen so für was sie soll Bio-Baumwolle aufbauen ich dachte so okay das geht noch nicht und dann hat er aber ein Projekt kennengelernt den Saheli Women heißt das war auch an dem salbischen Dorf an voilà, das war Madou Waschner der das Gründerin von dem Projekt was sie machen dass sie Frauen die rejectiert von ihrer Societät abholen waren viele Witfrauen zum Beispiel viele Frauen die von innersten Kassensystem an die von in Kaste kommen oder die einfach so für ihre Familiestreit mit bald von ihrer Communität rejectiert kaufen an Süd eben opgeholt einen kleinen Shop den sie von ihrem Papa geirrt hat und einen ganz kleinen Wüstendäfchen das wirklich du kannst du das nicht mehr wüsen und das vergessen und da wurde so 200-300 Leute dann ist so ein Klangblut heißen und das wo sie dann dran sind an am Anfang war das Anfang einfach so Shelter so ein Haus eben wo sie können da ihre Kanner sehen an du nur sie gefangen Bekleider zu produzieren weil am Anfang also ich fand es nicht mehr elegant ist wie ein indische Frau weil egal wie es finanziell geht egal von wo sie können was sie matt gemacht hat sie bleiben immer so elegant so stolz mit ihren Sarien die farbig Gewänder die sie eben unholen und das hat was sie alle am Anfang so nicht verbunden hat an viel von denen hat den Blasche auch an der Kleider dann haben sie angefangen die zusammen zu stricken oder zu bieten Flacken Flasche an weil hun sie nur gefangen die Live diese Algorithmen zu nur für die Kleider wirklich bei den zu delen an dem Moment wie eben ich kom du war schon pur Anna machen die aber so klein Kapsülkollektion Martinen gemacht hat aber wie du war hat schon von gesehen weil sie kein professionellen Schneiderinnen geil der Tisch ja zum Beispiel die Neidam die rakommen die man da so Sachen wie so Scrunchies oder so hoher Banner oder so Sackelchen an ich hatte am Anfang gesehen, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten hatten, für die anderen machen, ihr Kleider zu machen, weil das waren oft ein bisschen
so Luxusmarken, die noch ganz spezial Designs gemacht haben und sie noch mal ganz lang gebraucht, bis sie dann so spezielle Rock gemacht und hat immer Angst, dass nach irgendwie vielleicht ob es nicht perfekt wäre, da könnten sie nicht verkaufen und weil ich so okay, da kommen wir machen pur Kleider, aber so ganz einfach Sachen und bis los hat noch immer blieben mir so Wrap-Toppen oder so ganz einfach Kimono, das so nichts Schweres für Schnitt und ich probiere auch so viel wie möglich kein Geriesten zu machen, weil das ist auch immer mega schwer. Also dann fangen auch Unisex oder also wir noch Typen die als Mantel oder Kimono und wir kriegen aber lo an den nächsten 3 Wochen mis kommen ist echt Männer hier immer Krämer Männer-Kollektionen muss man lunch kann da lunch kriegt für den nächsten Podcast mal eine Reklam kriegt hier immer von voilà so hat da eben sich dann ja so etabliert dann du warst eben die letzten Moment bei hinne blieben schon ein bisschen Martinen gewohnt wie sie leben wie sie Kleider produzieren und war auch für mich einfach mega schön zu gesehen wirklich wie sie leben die müssen so angefangen mit 20 Stammen los sind sie bei 50 Stammen die schon am Centre sind und voilà war nicht immer einfach schwätzen sie dann Englisch nee Ah. nee also immer du dass die Madame die eben die ONG gegründet hat, weil ich auch super fand dass sie ein indisch Frau ist sie ist ein ONG die du hannen wirklich super Sachen mischt an die nicht für wasserische Leute regiert geht das fand ich wirklich wo mir nicht das Lokal an sie wissen genau was sie brauchen was Probleme sind sie kann Kultur das ist natürlich auch schwer ich kann nicht schon die Martindo gewohnt mir das lange nicht alles was du verstehen weil ich auch nie verstehe wer natürlich das mal immer mega wichtig dass wirklich die Kollaboration zwischen mir an hinnen ist und das macht immer wichtig so in Devi als nicht nehmen Dabi Devi als wirklich eine Kollaboration aktiv mit den Dammeln das man mega wichtig dass sie matt designen und nicht nur produzieren zum Beispiel T-Shirts zwar all mir so nummer bei hinnen dir könnt die Tisse benutzen für den Design den dir wollt ihr könnt Mustern Formen so schneiden wie dir wollt das ist so ein Surprise für mich man Sachen kommen das ist mir mega wichtig dass sie kreativ sind aber haben wir auch gemacht war doch super fand ich das all Inseldam von selbst ganz klanges aus zu ihren eigenen Task und zu ihren Arbeit wo sich dann noch immens wichtig fühlen zum Beispiel Dapu G als die älteste Madame am Centre so 70 der Schlüssel für Raum und das ist so herrlich wenn es da gesagt wie sie da jetzt express mich spät könnt dass immer dann durchstehen zu warten ob sie als dieses durchschluss an der mischt sie eben ihre Moment of Glory dann optimal das ist einfach schön zu gesehen und dann ein anderer Madame zum Beispiel Truki hat das responsabel für alle Tissue die schaut gut immer das Tissue proper sehen schön geordnet sehen aber ich auch super fand einfach eine Idee von du min Charmili am Centre an hat eben intouchable also hat gehört mal nicht zu seinem Kostensystem und normalerweise auch nicht dass in dem man den anderen zur Summe schaffen also wie was heißt das du hast Kostensystem an Indien und du hast da auch die gern zu den Intouchable ich weiß nicht ob das schon ein Gehirn ist die gehören mal nicht an das System ran sind die drin oder die sind einfach mal gut nicht mal dran und normalerweise wurden die komplett separiert von all den anderen Frucht auf final noch also ruralen Dörfer Wüstendörfer wie lo bei hinnen an sie sollten aber auch holen sie op das geht Problem mehr am Ufang dürfen so Anfang an touchable sie dir für sie nicht upacken da das höchste Unglück dat hicht die anderen Damen an och den anderen Damen hier kann er wann am Ufang so nee dat Angst unzupacken da gës Ragebur also an all die Kastesysteme gëst doch an Ragebur also ja an wat man du gemacht hat natürlich super von das okay weil am Centre wo man sinn wo man auch wie ein Klang von gesagt wie so ein Crash wo Spieler sind und so dass kann er nur der Schul immer an das Centre kommen dass sie wie hier Mam schafft und das fängst ihre Mamas das sind dann Schul könne go fängst ihre Mamas das sind eine Kado könne krä weil mich den bewitfreund die langmatte kann er sehen an das mega schön zu gesehen eben dass ja das sind an hier junge ganz anders wühen du nur ob hier Mammen hun stimmt ja. Bon, zwar an dünn sollte man okay mal wann kann er wollen ein Spiel oder ein Buch oder so auslehnen dann müssen sie Charmili frohen Charmili sein Job als dass er responsabel ist von der Bibliothek von der Spieler von der Bücher
an miss an du hingun soten se mir nee wann hat Buch opegt an mir dann an d Hand get dann hunn Schs ugepackt wat hat du gepackt an so hammer dann mal du an wat man du da kannst halt Spiel kreen an du mir darüber im Arm dann schwa so gu Armen Familie geschieht man neicht an schon so schein weit man du eben du an dem kleinen Centre Pferde springt für wirklich Dankaderweisen die so Dave von der indischer Kultur geprägniert sind für die kennen zu anderen an der natürlich Zeit mir Lohn nur 3 Jahre also du hast kein Mensch mit den Familie an nicht guckt wie die arme Damen oder nützt mit dem Spiel oder upegt an das fand ich einfach so wunderschön das Motivation wie werde ich alle von abstehen weil schon mal so sehen okay die Damen am Ufang sind sie wirklich immer am Kabruf durch getrüppelt sind nicht geschummt für das was zu sehen hallo sie wirklich so the big boss also das so sind all hier Gessen hier Case sind angefangen so Dairy Products also so Milchprodukt Business am Dörfer zu machen wo sie dann auch und Leute verkaufen und so schön zu sehen dass eben auch Männer angefangen haben das zu akzeptieren ich meine sie waren einfach Angst so was geschieht von langer Frau ganz ungewinnt eben ganz ungewinnt das ist auch nicht schlimm das guten Day von ihrem Pap so gewiesen von ihrem Großpap einfach das war einfach so eine Frau die du nicht machen Frauen an dem dürfen empfangen nicht aus dem Haus und ohne Erlaubnis von ihrem Mann hallo sie wirklich war auch viel schlecht geht waren sie also dann verkannt hatten sich also groß Brille Cover und einen Hut an ist einfach das Schönste sie weiß immer wenn der Frauen Mädchen geht ab mal was sie wollen aber wenn sie können so blossomen wirklich so aufblühen was für ein Beauty da kannst du mal erklären an der Welt an schon doch letzte Februar war ich nach immer und du befehl alles so gegangen ist an du war auch enger Madame dem Gita sie 3 Jungen an weil die Luft schon können Schule begonnen warten hier Mama ja auch durch die Arbeit finanzieren wo sie angefangen gut Englisch zu schwatzen also Mama wie gesagt schwarze kein Englisch mal du die Madame die kreiert sie schwarz Englisch so kommunizieren mir dann auch immer Martinen an kann auf ein gelohnt Englisch zu schwatzen an das mega schön für mich auch zu gesehen dafür Martin zu schwatzen an Gita G ist wirklich so irgendwie immer so viel sie ist wirklich so full on fire immer sie ist so Quality Control Managerin ich befehl habe es geschickt guckt sie eigentlich ob okay Fehler du hast aber wenn du Fehler aus also da geht es ab zum Soundregal dann Brille ganz Stroß und dann hatten hier Jungen den Elsa hat mich geguckt die war so mein Mom ist such a boss und ich war so das alles verstanden das ganz genau um was der Projekt geht ich liebe das so wenn du so gesagt dass ich so im kleinen Niveau kann ich so viel Change machen und so geile Sachen erreichen so eine geile Story ja so du brauchst Stamina und Zeit und solo nicht immer de Côté als mat Upcycling lo aus ne das wat ich lo mat als macht mat rabringe mir dat ganz sozial an de Women Empowerment von du Hand muss immer so und mal du also ich fand noch immer bei mal du wann sto sind das in Indien Mama sind immer so wirklich all Respekt für dat wat hat du cool wat hat du film geiert fir mat dem Projekt können Summen ze schaffen. Hat noch nie Nee mit wär mega also wär wirklich mein Ziel, dass man einen Pop-up zum Beispiel zu Summe machen, wo hat dann auch de wär an hatten das ein Ouvertür, wo hat er keine Speech hand wer doch so stolz so froh. Aber man auch man immer wenn man so online Interviews oder so holen so immer ich will langschwarze mit man du Mod abbringen natürlich von der Zoom Call von Stift weil natürlich seit 3 Jahren gesehen warten sie für die Women Empowerment machen und mit Davy kriegen sie auch finanziell viel gemacht mir wirklich für das Projekt zu implementieren das sind einfach sie natürlich das Mama so wichtig dass man du auch für Sachen gefragt wird oder auch gehighlight wird dafür ist man so wichtig dass auch immer über hart schwarzen an sie das nicht nur das Östand mache mir das wirklich eine Kollaboration zwischen eins zwei wie noch der Numm zu Summe so gesicht also Davy hier am Anfang Göttin wir wollten am Anfang den Numm hinnen dedikieren den Damen mat denen man macht kreiert hun weil sie hun allem befehl sie fanke mat schaffen so kleinen Tempel wo se Devi hues also so viel verschiedene Götter am Buddhismus Hinduismus an sind aber so eng Symbol für altweiblich Göttinnen der Devi an sie bitten dem allmoes befehl so fanke mat schaffen und Devi an mir so lange umgesicht an ich weiß so bon ich worshipe sie an einfach die mich sie mein Alter und sie waren witfrei schon mal 23 mit 4 Kinder oder so und aber sind sie so herzlich und so live und ja voller Frieden und ich mal das so sehen halt du kannst mir am wahrsten mal wirklich abs davon Lehre von hinten an ich gucke einfach ob sie an so weißt du wart kommt du ist Devi mir nennen Devi das passt voilà. Ja, gut
mega gut. Willst du ein bisschen weisen? Du hast ja extra ja, ich kann mal weisen, heißen zum Beispiel so Scrunchies, das sind Damen, die ein bisschen so aufhängen am Centre, die machen die oder auch als Sackelsche, das ist immer, wenn du ein Produkt bei uns kaufst, da kriegst du so Sachen, die machen ein Sackelsche von hinten mit. Ich kenne den noch so als Schweißbandchen. Wir haben noch Bannersche, ich weiß nicht, ich meine, so hin schon nicht mit. Meine Schranken haben Kabel am Mikro. Du kannst auch Kopf raus, wenn du willst. Okay, Ja, das reicht mir einfach. Ja. So. Ich kann auch irgendwie Hölle verwenden. Die ganze Pop-Up-Store hier. Ja. Also, nee, mir vergisst jetzt zu weiß, weil die Leute fragen oft so, okay, was upcycle da, Ja. wie sehen die T-Shirts aus, oder Ja. was aus am Anfang Upcycling. Das Ich vergiss mal ist- weise. Das ist halt so. Schau noch mal. Oh. So, wie geht's hier? Bock. Ich weiß nicht zum Beispiel. Verstehen halt. Ne? Wenn du willst. Ja, dem ist schon einmal. Ja. Ich wollte einfach so kurz. Einmal zum Beispiel so Mantel, die man aus Pashminas Schalen geupcycelt. Und das zum Beispiel, also wir haben 3 verschiedene Genres von Materien, mit denen man upcycelt. Und dort sind da, das nennen den dann, also die haben einen Fehler an der Produktion gehabt. Das waren von ganz großen Schalen, so 3 auf 3 Meter, wo an der Produktion ein Fehler war. Das entweder das war ein Loch dran gekommen, oder das war so ein Symbol, das nicht gepasst hat. Und dann so sie, okay, das kann man nicht mehr benutzen. Und so einfach, okay, wir kaufen die ab, ziehst du sie wirklich so schön und dann schneiden wir den Fehler einfach raus. Das sind zum Beispiel so, das ist so die Mammen und Bomien, so schon mal die Idee kaufen. Okay. Tisch von dir das Lokalfood an. Das sieht deine Mama an dem Bumm. Nee, ich meine, nee, die sind noch die Daya, das sind die Daya-Produkte, die man 100 sind, so klassisch. Ah, okay. Echt so klassisch Mantel. Also stehen so Euro und mehr, ich gesehen einfach nur von der Klientel hier, das ist echt das so Dame Feiert Plus oder so, die dort kaufen. Dann haben wir, Sorry. und dann haben wir halt zum Beispiel so Rack. Die sind nur geupcycelt, entweder aus Deadstock Materials. Deadstock Materials sind zum Beispiel, wenn es da an große Factories geht, wo viel Tissue produziert, gehen zum Beispiel große Marken, dann ein Kommand für so 1000 Meter von dem selben Tissue. Und da bleiben halt so ein paar Meter rasch, mit denen sie nicht mehr können aufhängen. Das sind zum Beispiel Tissue, die man da benutzen für Rack. Oder auch Sarien, das sind die traditionellen indischen Kleider, die sie da haben. Das sind oft Stücker Stoff von 1 Meter, die sind auch super für zu upcyclen. Wow. Das auch schon was gestaltet hier. Und hier ist dann den dritten Sort von Material, mit denen man schaffen für zu upcyclen. Das ist Vintage, das heißt, das sind wirklich alle Tissuen, die heute die sie aus dem Norden von Indien und aus Usbekistan. Das ist alles handbrodert und das waren Wandteppiche für drin. Die sind noch ein bisschen schwer. Genau. Das kennt ihr mir ja runden. Das kennt ihr auch runden. Voilà, das sind am Anfang wie für zu weisen die 3 verschiedenen Sorten von Tissuen, mit denen wir schaffen. Und bon, von Modellen haben wir eben mega viele verschiedene Modelle. Haben wir noch zum Beispiel so Kimono, wie ich unhun. Haben wir Irak. Kennen den auch als Mann? Aber du kannst alles als Ja, auch Mann, wenn du nur mit. als- Von der Größe auch meinst. Ja. Also es sind aber viele Typen noch, die dort den unholen. Haben wir für dann Mäuse, zum ne? Beispiel so Ja, Wickelrack, für Mäuse, für Ja, Kaffee. genau. Das sind die heute noch immer kurz, sie bist so als Bestseller. Da weiß ich auch schon eigentlich zum Beispiel hier oder dann Foto von der Madame mit der Explikation und dann noch eigentlich so ganz mit einem ganz Buch, was du mitkriegst, viel zu lesen, dann über das Projekt. Ultra geil. Voilà, bon, heißt noch eigentlich so ein Mantel, wie für Drohnen. Und dann haben wir noch so ein Bluse, das ist so reversibel. Blusen, mais bon, wir haben noch viel Design, ich wollte nicht die ganze Boutique mitbringen. Mais, voilà, also in die Farbe gern hört, den Ja. als bei uns auf der richtigen Adresse, gebe ich so. Sie bei einer Stunde willst du den oh. Gölle froh präsentieren? Also Audience kannst an den Kamera kannst Du den hast Gölle den vorstellen. Ja, ich hatte mir nicht, ja, sondern ich will nicht lange an. Also, wie Wie viel war? Weil ich nicht gesagt. Das ist egal, das von dir raus, Ja, ne? Okay, ma mein Gelle froh wäre, wo die Kleider produziert gehen.
einen kleinen Tipp, dass die Blue Staats an Indien. Okay. Und für zu gewinnen sollte das auch schon direkt Ja. sein. Weil der gewonnen kann, könnt als ein Bon für 50 Euro bei uns bei so einer Boutique. Aber wie gesagt, das ist nicht nur für Mädchen, weil in 2-3 Wochen kriegen wir auch Terren hier mal Terren-Kollektion. Das heißt, Terren können auch mitmachen. Voilà. Iwer geil. Gut. Wirklich. Iwer cool. Voilà, Also ich war ganz froh, heute zu voll sehen. Iwer nice. Ja, Ich denke, wirklich gesagt cool. haben. Ich fand eine Story an alles, eben mit, wie sie so aus Indien, mit den alles, was sie gerade erzählt hast, einfach mega inspirierend und mega cool. Merci, das Mal so weiter, ich meine, Ja. das ist Iwer wichtig für die ganze Fashion und die ganze Societät. Ja. Mega geil. Ja. ich Kannst fand das denken, mega Mama. geil. Mama, du zurück. Nächstes, was du heißt, Ja. da kommen wir zu sehen, ganz sicher. Ja. Also sind schon mal, wenn irgendjemand Frauen hat, zu wem man das tut, könnt noch bestellen. Oder wie deine Schwester, wenn irgendjemand daheim etwas möchte. Sie wird Kerze, Vasen, irgendein Produkt und will ein bisschen Visibilität an der Stadt. Kommt bei mir an der Pop-Up und dann können wir gucken, dass er vielleicht eigentlich als Special Guest bei uns könnt für Weekend sind mit der Sache. Schon. Cool. Willst du noch eine Episode? Nee, vielmals merci, dass ich kommt Yes, sehen. Zeit. Und vielen Dank für alle Lützebäuer, was mein Hauptklientel ist. Vielmals Ja. merci, dass sie mich immer so leben unterstützen. Und ja, bis auf den nächsten dann Mama du. Voilà. Und merci an der Gruppe. Merci, Gruppe. Merci. Man kann auch abholen. Abonniert Davy Close auf Insta, abonniert uns auf YouTube und auf Insta, auf Spotify. Voilà, also alle Unterstützung lokal als gewünscht, als Okay. geschätzt. Ciao. Merci. Ciao.